Grüezi miteinander, willkommen zurück bei den Spritey Thugs. Hallo zusammen. Zurück Wieder sind mal. wir in unserem Bauernleben. Zeigen wir mal, was wir da schön abgepflanzt haben. Im Überflug haben wir schon gesehen, dass das unsere Getreide, Karotten und alles Farm ist. Wie wir gesagt haben, sehr hilfreich, wenn man das Ganze automatisieren kann, nicht alles von Hand muss abbauen und abpflanzen. Obwohl, ja, abpflanzen müssen wir noch gewisse Sachen, aber nicht alles. Ich würde sagen, wir fangen mal bei dem an, was wir als erstes gebaut haben. Das ist da. Da kann man auf 3 Ebenen Weizen, Rüben und Herde pflanzen. Sobald sie gut sind, dann kann man das da über einen Schalter auf der Seite aktivieren. Wird das Redstone-Signal ausgelöst, das Wasser auslöst und das Ganze wird geerntet, ohne den Boden zu zerstören. Unten dran läuft es nachher auch in die Trichter rein. Und die Trichter, wie gewohnt, natürlich unserer Sortiermaschine angehängt. Also wirklich zeitersparend, simpel und sehr hilfreich. Etwas vom ersten, was wir gebaut haben, wenn wir das Wasser wieder abstellen können, dann wieder abpflanzen und so weiter. Genau. Zur Linken, wenn wir gerade hier unten sind, sehen wir eine Kuh. Der hat nichts verloren da drin. Die da angekommen ist, genau. Gut gemacht. Ja, eigentlich unsere Zuckerrohrfarm. Oben dran mit Pistons, die über den Trigger ausgelöst wird. Den Trigger den haben wir auch oben dran bei gewissen Maschinen noch angehängt. Auch eigentlich ein Signal, das relativ langsam ausgelöst wird. Sozusagen. Sobald die wachsen, können sie 3 hoch werden und durch den Piston werden die nachher eigentlich geerntet und abgestochen. Der unterste bleibt aber, das heisst, sie wachsen immer weiter. Wir müssen gar nichts machen, es ist alles automatisiert, wird unten sortiert, eingelagert und wir können das nur begehen. Genau. Jetzt gerade ausgelöst. So, genau, jetzt haben wir die Tools gesehen. Das Zuckerrohr war noch im Griff. Oben dran sieht man dann eigentlich genau oberhalb von der Zuckerrohr Kaktusfarm. Das ist eigentlich auch ein praktischer Glitch, der passiert, wenn man nebendran einen Zaun hin tut. Sobald der Kaktus einen weiter wächst, hat man jetzt auch gerade einen gesehen, dann wächst er zwar einen Block weiter, wird aber gerade zerstört vom Zaun oben dran und geht aussen dran in die Trichter rein. Mit dem Trichter, wie gewohnt, aber ein Sortiersystem. Kaktus braucht man meistens zum Färben oder eben unten dran für unsere Slimefarm haben wir auch sehr viel gebraucht. Sind wir dankbar gewesen, haben wir da eine Farm oben dran gehabt und nicht alles mühsam müssen abbauen oder irgendwie so abpflanzen. Genau. Dann da, das hast du gebaut, auch lang her. Das ist Kürbis- und Melonenfarm. Das sind Setzlinge, ich glaube 2 Kürbis und 1 Melone oder umgekehrt. Ab und zu wächst hier irgendein Kürbis, links oder rechts. Und im gleichen Intervall wird der Piston ausgelöst, der dann hier in den Wasserkanal stößt und ebenfalls ins automatische Lagersystem geführt wird. Da hinten ist eine grosse Schaltung, ähnlich wie die anderen Systeme, die wir haben, die einfach nach einer Weile auslöst, sobald alle Items von dem einen Trichter in den anderen geführt werden. Ja, das ist relativ ein langer Zyklus, aber das braucht es auch. Was wir dann machen mit diesen Kürbis und Melonen, wissen wir immer noch nicht, aber ja. Was machen wir mit denen? Ich weiss es nicht. Kürbis essen. Also ja, Kürbis leicht und essen, stimmt. Aber Melonen kannst du auch essen, aber gibt genau ein Herz, also bringt es fast nicht mehr. Ja, die ist ein bisschen nutzlos. Genau. Was wir aber da oben dran noch Dekoratives haben, was ist das eigentlich? Das ist ein wunderschönes Drachenei. Vom Drachen, den ich bezwungen habe. Huevo del Drago. El Dragón del Endos. Ja,
von meinem kurzen Ausritt im End. Ist eigentlich Das heisst, wir haben das Game eigentlich geschafft. Also Ja. der Enddrache besiegt. der Enddrache ist besiegt, genau. Abspann ist schon gekommen. Genau. Ja, aber sieht schön aus und ist einmalig. Einmalig. Genau. Wenn Ich man denke, das war draufklickt, ein schönes Schlusswort gewesen. Oh nein, willst du draufklicken? Mach das nicht. dann Nein. schwingt das super ein und ist irgendwo anders an teleportiert. Ist far, far away. Hawaii. Jetzt habe ich nochmal ein schönes Schlusswort gefunden. Ja. Dann gehen wir mal auf die Suche, wo das ist und Ich sehen denke, uns beim bis nächsten zu den Mal. Ostern. Ciao Ja, zusammen. tschüss zusammen. Tschüss.